Das Gesetz, das wir heute sollen diskutieren, das wird sicher vier Teile. Die Unabhängigkeit vom neuen Ombudskomitee und so weiter, dem neuen Ombudsmann. Aber muss ich wissen, wir diskutieren heute nicht so über die Situation von den Kannern, sondern über Prozeduren und über eine rechtliche Stellung von einem Komitee. Das ist also eine andere Diskussion, dass wir als alle guten Situationen von den Kannern Sorgen machen, das ist dabei evident. Aber wir sprechen über Prozeduren und Mittel. Und da sind aber eine Reihe Sorgen. Die erste ist, dass wir eine Proliferation von Institutionen haben. Wir haben einen Ombudsmann an der Schule, wir haben einen Ombudsmann für die Rechte von den Kannern und den Jugendlichen, wir haben ein Komitee für die Egalität de Traitement mit eine Reihe anderer Menschenrechtsinstitutionen. Und da stellen sich dann auch Probleme von Kompetenzen und Aufgrenzungen. Und der Staatsrat hat das abgeworfen, wo er gesagt hat, das ist nicht ganz klar. Wenn das der Lofi wird kompetent, kann die alle gut mal den nächsten sehen, müsste das nicht viel mehr deutlich aufgegrenzt gehen. Es gibt da eine Sequenz, wen als Ersten und als Zweiten muss so gerufen gehen, weil das von kontradiktorischen Konklusionen gezogen gehen. Und dafür meine ich, wäre es mehr sinnvoll gewesen. Wir hätten eine Aufgrenzung viergollig verstehen, dass da verschiedene Wühe wären. Wir haben einfach eine Multitude von Institutionen und das ist schon gut, wie da eine gewisse Ordnung ranzukriegen. Da kriegt das Komitee ganz stark Rechte, ein droit d'accès locaux. Das kann ein bisschen assimiliert gehen, das ist nicht genau nämlich, mit dem wird ein Offizier de Police Judiciaire kann man, ein Agent regional, ein Agent von den ASTR für Sozio-Familio-Therapeutiken Aufgaben. Das ist ganz stark. Und es muss ihn aufpassen, dass bei all diesen Sachen die Rechtsstaatlichkeit nicht verlässt. Es kann heinz zu einer Vermischung kommen. Wenn er an eine Mini-Crèche geht, wo auch Privatlokalitäten sind, können sich auch Probleme von Aufgrenzungen stellen. Muss ihn aufpassen. Dasselbe gilt mit dem Droit d'accès au Dokument. Auch den ist ganz weit definiert. Aber da sind oft ganz privat Données, wo Leute konzerniert. Das Sekret professionell ist nicht so stark an dem Gesetz präzisiert. Und auch gehen die Leute nicht informiert, den hier Privatdonnen eventuell und den Ombudsmann gegeben. Das ist alles relativ weit. Es gibt eine Kompetenz angefeiert, aber die ist nicht ganz stark enkadriert. Und ich meine, da kann sich schon froh stellen, wie ein Rechter gibt man dort selber mit der Autosaisine. Die hat opportunément rappeliert, dass Frankreich do klare Limite gesagt gesehen, wenn ihr so Komitee sich kann selber saisieren, heißt das nicht gemerkt gehen, der Staatsrat hat sogar gesagt, es kann gegen das Prinzip von der Mediation gehen, weil das Prinzip ja genau voraussetzt, dass die zwei Partien müssen d'accord sein. Heißt also dort die Saisine, die viel mehr weit geht, wie das auch auf Frankreich aus. Auch da stellen wir uns vor, als das wirklich sinnvoll. Wir hätten lieber gehabt, es wäre reglementiert gewesen. Es gibt auch eine Obligation de Réponse angefeiert. Den Partikulier, toute Person physique ou morale, steht am Artikel 3, hat eine Obligation, wie zu antworten. Da muss ich aber wissen, dass der Ombudsmann als weder ein Gericht nach einer Verwaltung. Das heißt, auch da gehen wir ganz weit an Obligationen, die geben, die wir Leid angefeiert gehen. Die grundsätzlich Fragen, diese Stellen über die Kompetenzen raus, die natürlich steht, die auch an Amerika aktuell wären, das Troll von den Älteren. In Amerika als eben das ewig Gericht wird gesagt, dass der Staat das nicht anmischen, und hier als auch hier an andere Gesetze eine Tendenz, dass wir probieren, ein direkt Autoritäts- und Schutzverhältnis von Staat auf Kant herzustellen, an dabei Familie übergehen, die älteren Rechte. Hier kann sich auch zum Beispiel den Ombudsmann saisieren, auch gegen die Opposition von den Älteren. Du kannst da verschiedene Situationen, eventuell mit Intérêt supérieur de l'enfant gerechtfertigt gehen, das muss aber nicht sein. Also, das ist ein kompliziertes Spannungsverhältnis, das juristisch, aber auch menschlich ganz interessant ist, wo wir auch so als ADR, wir müssen die Familie respektieren und erster Platz, die Tendenz, die Familie zu übergehen, also die mir nicht gut heischen. Auch die Unschuldsvermutung, wann den Komitee eine Enquete möchte, dann ist auch nicht so gesagt, es gibt keine prozedurale Regel in der Charge oder der Charge, es gibt einfach enquetiert, wie das eben dafür gesehen ist. Die Mittel sind ganz groß, die kriegt vielleicht so viel große Schießen für die Belastung real ist. Aber für uns als Chambre stellt sich auch eine Herausforderung an dummer der Herren nicht ab. Das ist nämlich die einfach froh, all die Organismen, die in Chambre rattachiert sind.
alle go sind se unabhängig, alle go hun se ege Verwaltung an das Herr Präsident fir zu gucken, ob man die Regeln of wat Kontabilität ugeht, of wat Gestion vom Personal ugeht, ob man dat net können egentéi do zu summe fassen, an noch ob man net können bei allem Respekt mit Verschiedenartigkeit von den Aufgaben, wenn in verschiedene Gremien, aber vielleicht im administrative Plan einfach Synergien feststellen, an deren als Reglement opholen. So nicht. Merci, DDR wird dieses Projekt mit einer Enthalung begleiten. Wir sind natürlich bei all denen immer dabei, die Rechte von den Kanner verteidigen und darum besorgen, dass der Kanner gut geht. Aber sie so viel bedenken, was Prozeduren und rechtliche Situationen an diesem Text angeht, dass man nicht mitstimmen kann.